Hello Buenos dias. und grüß Gott. Hast du von dem Norweger gehört, der sein Auto in Hannover geparkt und es danach 3 Wochen lang nicht mehr wiedergefunden hat? Ja, wie das denn? Er hatte sich die Straße, wo er es geparkt hat, zwar aufgeschrieben, danach aber den Zettel verloren. Ui. Und? Weiß man, ob er inzwischen wieder zurück nach Norwegen gefunden hat? Keine Ahnung, wenn er es sich notiert hat. Du, Astronauten sollen auf der ISS jetzt auch Experimente mit Whisky durchführen. Natürlich nur rein wissenschaftlich. Sicher doch. Und ich habe mich bereits gewundert, weshalb die Raumstation neuerdings rückwärts um den Mond fliegt. Hä, vielleicht können sie nicht mehr bremsen. Im Bremsen sind die Chinesen gerade gut, habe ich zumindest gelesen. Anscheinend bremst China zurzeit die deutschen Autohersteller aus. Da soll noch mal einer sagen, dass billige Bremsen aus China nicht funktionieren. Genau, zumindest in der Wirtschaft. Ja, daran hat die deutsche Autoindustrie schwer zu nagen. Etwas Neues zum Nagen hat anscheinend auch dieser Amerikaner, dieser Jungstar namens Bieber. Und zwar ein Bunny, so ein Fotomodel, soll ein echtes Häschen sein. Das passt doch. Nager und Nager verstehen sich eben gut. Ja, nack, am nackigen Modelpo. Pfui. Jetzt aber mal was Ernstes. Die SPD-Zentrale in Berlin hat gestern eine anonyme Bombendrohung bekommen. Das ist aber böse. Ja, vor allem, da die Partei sowieso schon recht zerrissen ist. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen einer alten Weltkriegsbombe und einer Sexbombe? Nein, Die Sexbombe verliert im Alter von alleine ihre Sprengkraft. ein Bombenwitz. Ja, kommt ja auch von mir. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aus der Seele gesprochen. Mahlzeit, goodbye. Und adios.